Hey Gamerinos, ich bin der BMAC, der Mark und wir spielen wieder Overwatch Closed Beta. Es ist richtig mühsam zum Aufnehmen, irgendwie funktionieren meine Aufnahmegeräte, Software nicht so richtig. Irgendwie XSplit spinnt, OBS ist auch irgendwie am Ruckeln, aber ich hoffe, die Aufnahmen gefallen. Wir spielen den Bastion, das ist der Roboter, er kann sich in ein Geschütz verwandeln, er kann sich selber heilen und macht Schaden, wieso. Ist gerade genervt worden, aber ich kann euch sagen, der Nerv, das ist eher ein kleiner Witz bis jetzt, finde ich, weil Schaden holt er immer noch raus, wie weiss nicht was. Und wenn man ein gutes Team hat und eben einen, der diesen Cape kann spielen kann, ich selber spiele ihn noch nicht wirklich viel, dann geht einfach gar nichts, dann macht er alles kaputt. Selbst der Tank, der auf einem zufliegt. Offensiv sollte man ihn nicht spielen. Selbst wenn man das Ulti hat und der beweist, den liefere. Und dann nur wenn der Heiler ist, wenn man nicht gut zielt, dann holt ihm der Heiler ab und der andere nimmt ihn. Ja, scheiße, oder? Kann ja mal passieren, aber der Bastion, der ist wirklich lustig zu spielen. Er ist wirklich einer der Charaktere, wo man Spaß hat, wenn man ihn spielt. Auch etwas, wo, sagen wir mal so, im anderen Shooter nicht so da ist. Also ich habe jetzt noch nie so einen Multiplayer-Shooter gesehen, wo so einen Roboter hat, der sich in ein Geschütz kann verwandeln kann. Ich glaube, es ist der erste. Könnt mich auch korrigieren, wenn es einen anderen gibt. Ja, der Bastian ist natürlich auch gefährlich, wenn er normal läuft. So ein Maschinengewehr macht jetzt mega Schaden, aber für kleinere Gegner lenkt es allemal. Und man kann sich relativ schnell in das Geschütz verwandeln. 1-2 Sekunden und dann macht es wutsch und wutsch und alle sind tot. Und wenn es einem dann abholt, kann man immer noch nachlaufen und dann kaputt schießen. Er ist ein bisschen verpönt in der Community. Viel schreien, er ist overpowered. Das stimmt, auch nach dem Nerf ist er von mir aus gesehen, selbst wenn er spielen, noch ein bisschen stark, das werdet ihr auch noch sehen. Mir ist wirklich, wenn man eine gute Position hat, wie jetzt hier in diesem Häuschen, dann hat man ganz gute Chancen, dass man extrem viele Leute kaputt macht. Und sie müssen diesen Punkt einnehmen. Und ich warte jetzt einfach auf die. Ich gehe jetzt nicht für angreifen. Das ist das, was man eigentlich vielmals sieht, was die Bastion-Spieler falsch machen, dass sie viel zu offensiv gehen. Hier in diesem Häuschen passiert mir so schnell nichts, ausser es kommen alle gleichzeitig auf mich. Die Schüsse sind relativ genau. Also das ist nicht so im CS, da kannst du auf die Rücken und da kommt einfach mal eine Salve raus und die bereicht das Ziel relativ gut. Sowieso so das Feeling vom Game, muss ich bis jetzt sagen, ist sehr schön. Es erinnert mich so ein bisschen an einen Mix von allen Shooter, je nachdem was man für einen Charakter hat, fühlt man sich, als würde man Quake spielen, Team Fortress, Call of Duty oder auch Counter-Strike. Ja, es gibt auch Charaktere, die so wie das Counter-Strike Game, CSGO, ein bisschen angelehnt sind und das ist halt irgendwo durch schon schön, weil wir probieren, glaube ich, hier wirklich so eine Community zu versammeln und gestorben, aber auch wieder belebt. Und ihr seht, also wenn man Schwein hat, wenn man einen guten Platz hat, dann hat der Gegner unglaublich wenig Chancen. Ah ja, Ulti hat er auch noch, kann sich noch in einen Tank verwandeln und dann gibt es richtig Schaden. Yes, so muss es sein. Und der Potato Master hat auch noch ein bisschen Freude an mir. Ist doch auch mal schön. Normalerweise wird immer als Mutterficker oder weiss nicht was beschimpft, wenn ich ihn spiele. Schon mal schön, wenn einer ja, mal ein bisschen Freude hat. Und ich sehe, das ist einfach keine Chance, einfach no Chance. Jetzt werde ich noch gekillt, komm. Einfach keine Chance, kein Brot, no, kein Stich. 20 Sekunden noch.
Und selbst wenn wir hier wieder halb aus dem Game rausfliegen, weil es wieder in Fenstermodus verwandeln, wird das Spiel gewonnen von uns. Es ist so mühsam, das Ding aufzunehmen, kann ich sagen. Es ist wirklich Pain in the ass. Ich hoffe, da kommt von der Streaming-Software her, geht noch etwas. Es ist wirklich... Damals tue ich es auch nicht auf Twitch spielen momentan. Es ist echt so mühsam zum Streamen oder zum Aufnehmen. Nichtsdestotrotz gewonnen. Geile Sache. Und der Play of the Day, wer hat den gemacht? Aha. Haha. Yeah. Richtig, der Vogel, nicht ich. Wumm, wumm. Das sind die schönen Momente. Das sind die guten Momente. Yes. Da fällt mich sogar noch selber Ruhe. Bis jetzt hat mich noch niemand ein Arschloch genannt im Chat. Schon schön. So. Jetzt gibt es noch eine Runde Goldmedaille. Oben rechts könnt ihr meinen YouTube-Channel abonnieren. Ich habe immer Freude, wenn Schweizer das abonnieren. Weil es ist schön, wenn wir in der Schweiz auch etwas machen. Sei es jetzt YouTube, sei es LAN-Partys, sei es E-Sport. Also, habe Freude, habe immer Freude an jedem Feedback von euch. Oben rechts abonnieren.